Herr Ehre-Chamberpräsident Jean Spautz, Herr Ehre-Bürgermeister Roland Schreiner, Herr Marc Spautz, Vizepräsident von der Chamber, die Damen und Herren aus dem Chef der Gemengerat, wert Ehregäste, Vertreter oder Delegiert von den Lokalvereinen als Sport, Kultur und Freizeit, liebe Mitbürger, Herr Bonnen und der Bausen im Livestream, liebe Philipp Scherz und Friends. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute für den Nationalen Feiertag auf unserem Rendezvous chaleureux und amical auf unserer Sciences Académique am Kader von der Festivitäten für eben unseren Nationalen Feiertag und dazu Ehren von unserem Grand Duc Henri und der großherzoglichen Familie. Wir haben das aderweis gewählt, weil wir immer fanden, dass es inappropriat ist, wenn wir da innen nur im Cortège ein paar Worte sollen nicht Leute richten, an de Beier an geriert, ein bisschen mehr hört, wie das, was nur gelauscht hat. Dafür sind wir ganz froh, dass ihr die Zeit holt. Ich weiß, dass nicht für jeden mit der Formel kann modellieren, wir sind aber ganz froh, dass so viele Leute sich heute aufhören tun. Es freut uns, ihr alle Guren hier am Centre zu beginnen, ein weiter Kehr eben an einem Dach feierlichen Kader, wo wir uns direkt besinnen, ob das, was uns als Kommunität, als Nation ausmischt. Der Nationale Feiertag, auch Großherzogs Geburtstag bezeichnend, steht darüber raus, symbolisch für unsere Geschichte, für unsere Unabhängigkeit, für unsere Freiheit, für unsere Gesellschaft, für eine friedliche Modernin und das dem noch ein wichtigen Rendezvous, ein außergewöhnlichen Tag für jeder Einzelnen hier zu Lützeburg. Und das besonders lo, wo wir uns mehr wie je bewusst sind, war der Text am Frieden zu leben. Der Krieg an der Ukraine als eine bittere Realität. Dafür ist auch an unserer sympathischen und erklärten Gemeinde Schöffling das ein wichtiger Tag. Es ist fest vom Zusammenstehen, vom Bayern-Regeln. Es ist fest von allen, die Lützeburg hier daheim nennen. Je salue très cordialement ceux qui viennent de loin et qui partagent leur vie avec la nôtre et qui joignent leurs efforts aux nôtres pour réussir nos projets. Vous faites partie de notre pays, de notre passé, de notre art de vivre, de notre culture et surtout de notre futur. Soyez donc les bienvenus au Luxembourg à Chifflange. Au fil des années, beaucoup de communautés se sont intégrées dans la population luxembourgeoise, même si elles conservent en partie leurs coutumes et leur langue. Et c'est bien ce mélange des langues et des cultures de toutes ces communautés qui enrichissent la vie au Luxembourg et qui nous donnent la chance d'emprunter de nouvelles voies pour le bien-être de nous tous. Heute zu Schöffling, die Damen und Herren, als iedereen willkommen, nicht nur auf dem Nationalen Feiertag. Mit bald 12.000 Einwohnern sind wir kein Groß, aber auch kein Kleingemeng. Wir haben eine Lebensgemeinschaft, wo Junker und Männerjunker, wo Lützebäuer und Nicht-Lützebäuer und noch eine Reihe Demandeurs oder Bénéficiaires de la Protection internationale leben, wohnen und schaffen. Wir als Sie all sind die kleinen und großen Pilier von unseren Lokalvereinen oder sind Teil von einer Gemeinschaft. Über 100 Nationalitäten leben heute zu Lützeburg und wir leben friedlich mit denen, was auch immer den einen oder dem anderen seine Nationalität, was seine Kultur, seine Religion, seine Konfession, seine Hautfarbe oder sein sozialer Status ist oder sein beruflichen Ansatz. Das hat wohl viele Ursachen, dass dem so ist. Und allererster Platz Bereitschaft von uns alle Guren zum Modernieren. Da sind aber auch die Vereine, die helfen, für Brücken zu bauen und die Leute zusammenbringen. Da gehen es als Schulen, wo sich Kanner bemäht wird, da gehen es als Kirchen und Maison Relais, wo Kanner betreut gehen, wo sich vieles gekümmert wird. Das alles, weil wir Leute auf Plätzen haben, die schaffen mit Engagement, am Stillen, dass ohne Abhebens rund um ihre eigene Person. Wir suchen hinnen all, haut ein großes Merci und das mit Respekt an der Anerkennung. Ja, irgendwie wollen wir bleiben, was wir sind. Und das geschieht auch so. Solidarisch, freundschaftlich und tolerant am Umgang mit denen. Responsabel an unseren Decisionen, an Aktionen, gemischt mit einer Portion Courage und Confiance, aber auch mit Ausdauer und mit gutem Willen. Immer nicht so beneidet.
Vielleicht doch, gerade an diesen Zeiten, mit ein bisschen mehr Demut. Sollen wir attentiv sein, allerdings auch mit einem Blick auf unsere Geschichte, an unsere Tradition, auf neue Defien für unsere Politik und für unsere Gesellschaft. Auf neue Situationen reagieren, die nun eben neue Solidaritäten an einer Partnerschaften verlangen oder fordern. Ob Situationen die Bereitschaft zum Konsens, zum Verstehungsmissbrauch, ja, die mehr WG eng Politik braucht, die eben über den eigenen Tellerrand rausguckt. Der Nationalfeiertag soll uns helfen, diesen Engagement, diese Erstellungen mit neuer Kraft auf Fried und Courage zu stärken. Ich zitiere dafür gerne Martin Luther King: We must live together as brothers or perish together as fools. Wir müssen zusammenhalten. Wir den eins gehen wie Brüder oder wir gehen zusammen zugrund wie Gecken. Von allem an einer Zeit von Changementen, von Evolution, von Reaménagementen, von Modulation, von Mutation, ist es wichtig zu wissen, was eine Nation, was uns mit den verbindet. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ja, wenn ich das hier mit diesen philosophischen Gedanken über die Madenen und Zusammenleben in einer Gemeinschaft so friedlich und glücklich und zufriedenstellend so und feststellen kann, so sind wir uns natürlich bewusst, dass die letzten Wochen, Monate und Jahren kein einfach waren. Aber für keinen. Der Virus hat uns vieles aufverlangt. Weil 2 Jahre lang hat der Covid-19-Virus das Leben verändert und teilweise auch auf den Kopf geworfen. Es waren schwierige Zeiten mit Konfinement, mit Restriktionen für das ökonomisch, das sozial und auch gesellschaftliche Umfeld. Schwierige Zeiten für unsere Entreprisen, als Geschäftswelt, als Vereine, als schulisches Leben. Aber auf allen Niveaus waren der Foren und Bemühen, die Situation zu meistern, ganz groß. Ein großes Merci dafür allen, besonders dem Personal aus dem Gesundheitssektor, an den Spitälern und an vielen anderen Betreuungsstrukturen für Jung und Alt, für Kranke und Leute mit Handicap, für all Einsatz, für all unermüdlichen Engagement und Dévouement. Nicht zu vergessen, sie viel andere, unter anderem als Polizisten, als Pumpschen und noch als Sekuristen. Allerdings, der Covid-19-Gesell ist leider immer noch präsent. Hier zirkuliert immer noch rundherum als Fester an unsere Familien und spielt mit auf vielen Evenementen. Und wir müssen weiterhin vigilant bleiben, auch wenn vieles nicht mehr so dramatisch schenkt. Merci den Vereinen, auch für all verstehst du mich, für die Umsetzung von den 4 geschriebenen Maßnahmen. Noch einmal, es war keine einfache Zeit für keinen. Wir haben alle zusammen, die Damen und Herren, keine einfache Zeit hinter uns, aber auch nicht unbedingt eine einfache Zeit für uns. Weil hinter dem Februar von diesem Jahr feiert Russland einen groß angelöschten Angriff, einen grausamen Krieg gegen die Ukraine, wobei wir nicht vergessen sollten, dass Russland am Osten von der Ukraine schon 2014 den Krieg lanciert hat und dass seitdem große Gebiete am Donbass von Moskau kontrolliert gehen. Lo aber erleben wir, was der Krieg ist, Bilder von der Zerstörung, von Tod und von Misere, von Leuten, die auf der Flucht sind, von unmenschlichen Verbrechen, von Fotos in Appartementen, Schulen und Spitäler. Bilder von der Verwüstung füllen hier, also über 5 Monate schon als Medien. Leider, das ist wirklich schrecklich. Wen hat gedacht, dass 80 Jahre nach dem Ende vom Zweiten Weltkrieg quasi 400 Haustiere von der Europäischen Union, und da sind wir mal dran, ein brutaler Krieg ausbricht. Für die meisten von uns, besonders für die jungen Generationen, ist es nicht zu verstehen. Besonders für die, die als Welt nicht mehr als offen und friedlich empfangen erkennen. Eine neue Situation für uns alle, aber eine nachdenkliche Zeit, die uns Angst macht, weil keiner weiß, was uns erwartet. Das ist eine Strategie, die uns nicht egal ist, aber wo mit Ausnahme von den Ukrainern, dazu nicht mit aller Deutlichkeit, viel andere eine Mitschuld drohen. Das ist ein Krieg, den um Ende nicht mehr verlieren könnt. Auch an diesem Tag, rundherum unser Nationalfeiertag, dreht die Eskalationsspirale weiter. Und das an einem völkerrechtswidrigen, grausamen und einfach sinnlosen Krieg. Das ist klar und das auch nicht zu relativieren oder zu verharmlosen. Der Putin ist ein diktatorischen Aggressor, die gestoppt muss gehen.
Not vun de Leiit an der Ukraine, neen vun alle Mënschen, déi ënnerdrégt, drangsaléiert oder gefoltert ginn. Leiien eis Herz an mir sie gefordert, immer nie Zechen zu setzen vun Solidarität, Toleranz vu Madeneen. Wohl wissend, dat Frieden a Gerechtigkeit keng Selbstverständlichkeit ass. Der Frieden ass a bleibt fragil, an so wie Gott geheescht a gepflegt muss gin, so muss auch der Frieden geheescht a gepflegt gin. Den Frieden, die ökonomische und soziale Entwicklung von Europa, baut nämlich auf Visionen an Engagementer von Leuten aus der Politik und Gesellschaft, die überzeugt wurden, dass die Union nicht da funktioniert, wenn zwischen Nationen Brücken gebaut oder geschlagen gehen, wenn neue Wege von der Zusammenarbeit definiert gehen, aber wenn ökonomische und soziale Relationen immer nie verbannen. Die Europäische Union wird trotz aller Schwächen sich zu einer stabiler und starker Gemeinschaft developiert, und von dieser Success Story profitiert ohne Zweifel auch das Land. Auch das sollen wir 4 Uhr vom Nationalfeiertag nicht vergessen. Zusammen leben an Europa ohne Grenzen, am Frieden, mit denen nicht mehr und nicht minder wollen wir. À tous ceux qui viennent de loin pour enrichir notre communauté par leur travail et leur façon de partager le quotidien, à tous ceux qui s'engagent dans notre société, à tous ceux qui viennent de très très loin, réfugiés ou demandeurs de protection internationale, qui rendent notre communauté plus complète, j'aimerais dire, au nom de nous tous, que notre fête nationale est aussi la leur. Pour dich für am Nationalfeiertag humorist da wie gesagt hier am Centre Sportif, affond auf einer Science académique, einer soirée de la mémoire, du souvenir et l'honneur, für gemeinsam daran zu erinnern, wie wichtig es ist, mit denen eins zu gehen, zusammen eins zu gehen. Am Mittelpunkt von diesem Abend sollte so ein Dat, was wir an der Gemeinde als Pakt vom Zusammenleben nennen, ein Dokument, das wir kürzlich unterschrieben haben, mit einer Reihe von Engagementen und Obligationen für eine mehr harmonisch, mehr harmoniefreundlich und amikale Societät. Im Brassquintett rundherum der Schöfflinger Philipp Scherz sucht zwischen einer Reihe von Reden, die loyaler mitkommen, für den musikalischen Engagement mit lebendiger und amüsanter Musik. Philipp, first of all, I would like to apologize for my absence from the concert yesterday. I'm even happier today to welcome you all, and I am sure that it will certainly be an interesting, powerful, and amusing performance. I'm convinced we will not be disappointed. After these words, please take over and let delete. Das ist mein besonders Freude, aber auch als 3 Invitien von heute Abend als Konferenzien an unser mit begrüßen zu können, Konferenzien, die mit dem Blick an den Erfahrungen von ihrem Mandat, von ihrem Engagement als Klangfeier werden qualifizieren. Das ist nächster Platz als Deputierten und Chefin der Marc Spautz, der noch Präsident ist von der Integrationskommission. Das ist also Präsident vom Office Social, den Piero Feierreisen. Und das ist last but not least als Chargé de Direction aus dem Clubhaus beim Kiosk Joel Flöner. Sie werden aus ihrem Blickwinkel, wie gesagt, auch op den Aspekt vom Zusammenleben von Madenen angehen. Und zum Schluss dann von dieser festlichen Zeremonie haben wir dann noch nach Fried den einen oder anderen als unserer Gemeinde für lange Dienste am Interesse vom Bürger zu ehren. Dem nur allemal flotten Ehrentag. Der Nationalfeiertag, also eben kein abstrakten Tag, nein, das ist ein Moment für nur 4 zu gucken und noch nur Hannen zu gucken. Es ist eine Schmerz für nur Laufstrecke.
Herr Burgermeister, liebe Kollegin aus dem Schaffner Gemengerat, liebe Mattbürgerinnen und Mattbürger, liebe Ehrengäste, herzlich willkommen, will ich nachher dann als Zweite so, nachdem der Burgermeister und natürlich auch dem Philipp sein Quintett das schon musikalisch gemacht hat, dass der Novent heiß ist. Nur 2 schwere Jahre, Corona-bedingt, also mal flotteren etwas zu machen, noch wenn man letztes Jahr schon eine akademische Sitzung hatten, aber Mittwoch an den Donnerstag geht Lass, wie man das 4 Corona erkannt haben, und dass flott zusammen zu sehen, zusammen zu diskutieren, am Nopa, den hat den zwar die letzten 2 Jahre mir oft gesehen, für die Zeit wir drin, können zusammen zu diskutieren, einen auf den anderen zu gehen und etwas zusammen zu erholen. Das ist eine wichtige Gemeinschaft zu leben, Gemeinschaft zu feiern, weil das etwas, was schwer zu summen, und das ist etwas, was doch an dieser Krise, an dieser Zeit ganz besonders gebraucht wird. Ich schwätze den mehr mit denen, aber persönlich mit denen, ohne die Maske dazwischen zu holen. Wie Maske fast bei verschiedenen Leuten mir immer kannt, hat ihn sich nur gewinnt, sie mit der Maske zu erkennen, wie ohne Maske, weil da ein bisschen wie schwer gehen. Und ich merke noch, dass sein Opa, mit dem ich so smoyen, salut, die schönen Tag geschwärzt hat, kein Fremde war. Mit das auch sein Opa, egal was er Nationalitäten hat, ein Mattbürger war seiner Gemeng, und noch ein Mattbürger war heute zu Lützeburg. Und diesen Zusammenhalt ist ganz wichtig, und die Solidarität ist wichtig. Weil gerade an der Burgermeister schon darüber gegangen, hat Europa aus dem Krieg. Seit dem 24. Februar ist etwas hier in Europa, was man als alle Gute nicht mehr vorstellen konnte. Und viele von den Leuten, die den Pech hatten, den Zweiten Weltkrieg nach Matza leben und die nach Bayern sind, die fallen sich das Reck erinnert und 30er und 40er Jahre, was da las war, für heute den Zweiten Weltkrieg ausgebracht ist. Und noch viel von ihnen und die Sorge gemacht, bedeutet das, dass ein dritter Weltkrieg an der Diskussion wird sein. Der Damen und Herren, 72 Jahre im Moment vom Zweiten Weltkrieg muss man alles zusammen erholen, dass es nicht zu einem dritten Weltkrieg kommt. Aber wir sollen nicht die Ukraine gegen Russland ausspielen, mit dem Burgermeister heute in der Strache, dass ein Diktator in Russland, mit soll noch nicht alle guten Leute vom russischen Volk nicht verdammen, weil sie nicht dafür responsabel, was du und der Spitze von ihrem Land möchte. Mit das aber auch wichtig, die Ukrainer zu unterstützen. Und dafür muss ich auch sagen, dass wir an der Ausländerkommission viel darüber geredet haben, über die Solidarität, die heute zu Schöpfling mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gemacht ist, wo ja auch für 14 Tage der Präsident aus der Ukraine nicht den Schöpflinger speziell mit den Lützebäuer Merci gesagt hat, für das, was Lützebäuer für sie bislang gemacht haben und auch alles verloren hat, weil du sie groß andere Länder, die am Prozentsatz von ihrer Größe, von ihren Budgeten nicht der Abweise gespürt hat, was Lützeburg als Solidarität erklärt wird. Der Damen und Herren, liebe Freunde, Schöpflinger Leute tun große Solidarität gewiesen. Als Solidarität, das heißt zu Schöpfling immer groß geschrieben gehen. Viele von unseren Mattbürgerinnen und Mattbürger haben sich angesagt, für den Ukrainer zu helfen und haben auch abgeholt. Und wer erinnert das? Wer erinnert das allgemein mehr am Süden und vor allem auch am innersten Teil von unserem Land? Man die Solidarität und die Migration, die es gibt. Wenn wir schwätzen von Leuten, die nicht hier geboren sind, so dürfen wir auch nicht vergessen, dass der Reichtum von Lützeburg, den auf die Biersbau und auf die Stahlindustrie abgebaut ist, auch nicht die Entwicklung gekannt hat, weil man nicht eine Immigration gehabt hat. Weil man nicht an der Zeit die Leute aus Polen, Deutschland, das war nach Anfang 1900 gehabt haben, die hier am Biersbau und an der Stahlindustrie geschafft haben. Weil man als italienische Freunde gehabt hatten, die sowohl am Anfang am Biersbau und dann noch am Bau Lützeburg mat abgericht hun am mat de Grundstein gelöst hun fir de Reichtum vom Lützebauer Land an der Stahlindustrie an noch am Biersbau. An dieselbe Solidarität wie spät mat als portugiesische Freunde, die an den Ende 60er Jahre kommen sind, an 1991 mat als Kolleginnen und Kollegen vom Balkan, die auch do massiv auf Lützeburg kommen sind, an die Haut zu Lützeburg integriert sind wie kein Zweiter. Ich meine, dass das de wichtigste Zeichen ist und dass das auch ein Teil ist von Integration. Zu Schöpfling hatte man décidéiert, einen Plan d'Integration kommunal zu machen. Für all die Bürger nach mehr rundherum zu bringen und für uns auch Prioritäten zu setzen. Der Plan d'Integration kommunal haben wir zusammen mit dem Ministère de la Famille
am Sefis gemerk, wir waren noch schon voll am Gang a verschiedene vun de Vereinsvertreter, die he sind, können sich erinnern, war an diesem Saal, mit du waren der Halschen Drof, wo de Minister auch Vierstelle kommmers, wat man an dene Bierger Atelier, wat man an dene Sondagenheitsschöffling festgestalt hun, wat wichtig ist, wat man zur Summe gi vermerken. Aber wir waren noch voll am Gang, die Plan d'Integration kommunal umzusetzen. Du hast an der Politik eine andere Entscheidung geholt gehen. Wir haben noch mal Plan d'Integration kommunal. Aber wir machen, die Bürgermeister hat schon zitiert, den Pakt vom Zusammenleben, wer de lo am Anfang den Plan d'Integration kommunal ersetzt. Was ist der Pakt vom Zusammenleben? Der Pakt vom Zusammenleben, als wir eine Bestandsaufnahme zu machen, was wird gebraucht, was das notwendig für als ausländische Matbürgerinnen und Matbürger. An einem von den nächsten Punkten, und das ist es, die eng Fred, die einer Männer, die eng wundert, die einer Männer, das wird Diskussion von der Spruch. Und ich meine, da muss ich so in heute Schöffling auch schon viel gemerkt, die für die Lehre von der Lützeburger Spruch schon lange immer über den Plan der Integration kommunal geschwärzt haben, schon lange immer den Pakt vom Zusammenleben geschwärzt haben, sind heute Schöffling Lützeburger Kurse nur Gebäude gehen, da der Zugang am Karls Lobbes, der lange Jahre lang die Kurse gehalten hat. Haut as se Dommer erinnert Karls Romer erinnert Jean-Paul Molitor, wo dat weitergeht, bei hun an Zwischenzeit all samstech vu Jitré vun Ersch wëllkom ass der Maison des Generations Meiglechkeet, men nennen dat de Café de Lang, gëtt zwar net nem Kaffee, kann noch Fässer trinken, fir de Leiit op Meiglechkeet ginn dat alléiert ëmzesetzen. Du ki keg Nummeroen, mit du ass Meiglechkeet Lettzebrech mat neen ze schwätzen, fir dat somol Praxis kreien. Mer wësse jo fir an allem, dats van se Geleenheet net kreien, weil jo bei selbst ma Franzéschen, am Engelschen, am Deitschen, dann hummer Vokabele missen du heem leieren, a an anderem Gergen ass fir anzusetzen sind ass net automatisch an de Kap kom. An ass doch bei hininnen sie leiere Lettzebuech an engem Kur, an dann hunn se Geleenheet net dëmm ze setzen, well op der Erbespuse schaffen, mussssen se Fraéich schwätzen, an dofir hummer de Café de Land gemerkt, wat der grossen erfollech ass. Mun an Zwischenzeit als Integrationskommission zusammen mat der AStI am Schäferrot de Kripublik gemacht. Leiit Meiglechkeet hunn an net nëmmen als ausländsch Matbierger mé och als Lettzebuer Matbierger sech Spezialisten ze wenden, fir Brewer ze schreiben, an noch fir geleest ze kreien, well hai ans do schoffen, dats die Spëtzefunktionären ha banne dat net divaluele, dat war den do vu Brewer krit, versteet Di noch, obwohl e Fraéich, Deitsch oder Englisch geléiert huet, net immer alles verdrach steet, und dann huet noch ans du unsichert Gefehl, fir kënnen do op Zantworten, dofir immer dat ze summe wie gesot, mat der AStI gemerk, an du hast Meiglechkeet, du kann e mest du hingoen, an der Ki de Brief wie versät, de Brief erklärt, an noch gleichzeitig eng Antwort firbereet, die en dann hun die Leiit kann stellen. Och dat as een Deel vun der Integration, an noch dat as Appppes wat net nëmmen fir als ausländisch Matbierger gëlt, mé och all die Äner Schëfflinger Matbierger kënnen de vun profitéieren. An alles dat sinn Akter vu Solidaritéit. Solidarität an de Vereine, an de Sports an de Kulturvereine, wo man méi Generationen hunn, wo man awer och fir an allem verschiedenen Nationalitäten hunn, as et wichtig iwwer dat Vereinslewen, dat och ze förderen, fir dats man die Einzelkulturen mat beihuelen. A Solidarität dat as auch den Aspekt an den hat Aspekt, den man brauchen politisch, ökonomisch, awer sozial. Wann man kein Sozialsolidarität hunn, dann ass et ëmme Land ganz schwéier am grad an der Pandemie gebirgt, wie wichtig Solidarität das, wat fir den einer do ass, den Oper fir den einer Kommissionune merken ass, a wann dann eben den blöde Virus erwëcht hat, waren noch froh, dat se 14 den Oper hat, den Kommissionune mat machen, an den Mon einer Aufgabe soll me. An de Schmengen das grad dadurch gewiesen huet, die lacht 24 Meit, wie wichtig das Solidarität ze liewen. An das auch net zelächt och wichtig, dass man Werter wie Freiheit, wie Demokratie, Chancegleichheit an noch d'Erfahrungen vun engem Rechtsstaat méi ze Würge wësse mat dem wat dem Moment lass war. Me schmengen alles dat kann keiner länger rechen, alles dat kann e just zu Summen errechen. Als Team, als Ekipp, verschiedfir de probéiert dat individuell ze machen, de werd scheitere. A wann man an Zwischenzeit Wëlloskurse kucken, du ma joch an der Zeit immer war dat eng individuell Sportsart, van der Haut awer net dosi Mannschaftskomroden, die de Kapitän zeien. Mannschaftskomroden, die fir de Kapitän d'Wässer beschmeche, da kann noch de Kapitän net glänzen. An dat so an der Politik, sowohl an der Gemeng wéi am Land wie an Europa, und das dofir fichtech, dass man grad an der Politik ze Summe schaffe, an der Ökonomie ze Summe schaffe, fir dass man op dem Grund stehen, den als Viergänger a Viergängerinnen gelert hun, dass man den noch weiter
können ausbauen an das Lützeburg die Stelle werden an Europa behält denen hört. Und da gilt doch den extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Das war zu Lützeburg noch minimal, mehr andere Nopeschländer fängt dünn ganz schlimm zu gehen, du von Extremismus am Gang als op Tapet zu kommen. Und da ist es wichtig, dass wir uns auch dem entgegenstellen und dass wir uns ansetzen für Demokratie und Freiheit und das nicht nur für die Lützebäuer und Lützebäuer, wir alle guten Bürgerinnen und Bürger, die heute zu Lützeburg wohnen, erschaffen. Das ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Freiheit und die Rechte nicht einfach mit Face getrippelt gehen und das ist wichtig, dass wir alles machen gegen Extremismus. Wir haben das die letzten Jahre und Jahrzehnte heute zu Lützeburg bewiesen und wir werden das auch alle zusammen, davon bin ich überzeugt, weiter in der Zukunft machen. Chers citoyens, à l'occasion de cette journée de fête, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre engagement en faveur de notre commune, de notre région, de notre pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier toutes et tous pour votre contribution précieuse à destinée commune. Je vous souhaite une excellente fête nationale. Ich wünsche euch alle einen ganz schönen Nationalfeiertag. Und wir sollen bei all dem Feiern nicht vergessen, dass wir alle guten zusammen der erreicht war das und dass wir auch alle zusammen du sollen feiern über alle Nationalitäten weg, auch von den daraus von unserem Grand Duc und von unserem Herrscher aus. Vive unser Grand Duc, vive größerzorgische Familie, vive Lützeburg und vive Anwohnerinnen und Anwohner und vive Europa. Vielmals merci.
Herr Bürgermeister, Herr Ehrenbürgermeister, Herr Deputierten, Vertreter vom Chefner vom Gemeinderat, die Damen und Herren, liebe Witte in alle Summe. Nachdem es mein Vierredner, der Marc, für allem auf eine integrative Wolle vom Zusammenleben angegangen ist, probiere ich nur an meiner Präsentation ein bisschen die soziale Wolle, die sozialen Aspekte zu belichten, auf für allem auf die Wichtigkeit von der sozialen Aufsicherung, der sozialen Hilfe, auf allem der sozialen Kohäsion anzugehen. Ein groben Abblick an den Domain von der Sozialhilfe, den nicht einfach ist, und die für allem nicht selbstverständlich ist. Eine besondere Rolle spielt hierbei natürlich noch Office Sozial, für allem an der Bekämpfung von der Armut, an der Reduktion von der Diskrepanz zwischen Arm und Reich, am Kampf gegen das Armutsrisiko, der soziale Exklusion, aber besonders an der sozialen Exklusion, die von ganz besonderer Bedeutung ist. Die Aufgaben von einem Office Sozial sind vielschichtig, ganz breit gefächert. Und ich will dann ganz einfach mal hier an den Rund fragen, wie von ihr kurz und bündig man kann beschreiben, was die Aufgaben von einem Office Sozial sind. Über die Dach echter verhelle Reaktionen sind ich noch nicht wirklich überrascht. Ich muss euch aber so, dass es mich irgendwie auch ein bisschen zufriedenstellt, und wobei ich eine Reaktion habe mit einem positiven und noch mit einem negativen Touch verbannen. Ich will noch nicht verheimlichen, wo ich 2019 am August Präsidentschaft von dem Viergänger Jean-Pierre Giverhall habe, dass es mir selbst gegangen ist. Es ist äußerst schwierig, für Lützeburger Fachliteratur über Sozialhilfe zu finden. Eine wertvolle Hilfe an ein wichtiges Arbeitsdokument ist dabei allerdings die Evaluation, die Anfang 2019 gemäht ist, und zwar am Auftrag vom Familienministerium und zusammenarbeit mit der Lützeburger Uni. Ich habe ja schon einen positiven und einen negativen Aspekt geschwärzt. Positiv also in dem Sinn für mich, dass die Arbeit vom Office Sozial, vom ganzen Team, aber auch vom Verwaltungsrat, die hier gelegt wird, diskret, mit nötigem Respekt, am Anklang am Sekret professionell über die Bühne geht und so für allem Selbstwertgefühl von unseren Beneficiären gewährleistet wird. Negativ kann ich natürlich sagen, okay, gut, also eventuell ein Mangel an Bekanntheitsgrad da. Aber muss ich sich einfach vorstellen, ob Dienstleistungen, Services, Hilfestellungen, die von einem Office angeboten gehen, dem breiten Publikum überhaupt bekannt sind. Oder ob es hier ganz einfach der nötigen Information fehlt. Auch heute haben sie gesagt, dass das Familienministerium an einer Studie herausgefunden hat, dass 40% der Bürger, die an einer Gemeinde leben, nicht wissen, was die Aufgabe von einem Office Sozial ist. Auf dieser Platz will ich eine ganz besondere Message lassen, die mir ganz wichtig ist. An einem Office Sozial, ich betone, an einem Office Sozial geht es nicht um Parteipolitik. Hier geht es um Einzelschicksale, die einer individuellen Lesung sicher, wo man mit einer individuellen Lesung sicher müssen. Dorfpolitik ist hier ganz klar fehl auf der Platz. Die Werte von der sozialen Sicherheit kann ich Menge folgendermaßen beschreiben. Das sind, wie auch schon Mevianke gesagt hat, Basis von einem friedlichen Zusammenleben, die Leute zu ermöglichen, im gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Ungleichheiten, Inegalitäten aufzubauen, und vor allem ein Leben erwürzt zu feiern und die soziale Kohäsion zu stärken. Mit der Reform vom Gesetz über die Sozial aus dem Jahr 2019 als Recht auf Sozialhilfe festgeschrieben ging. Was es einem ermöglicht, einem Bürger an einer Notsituation, an einer Armutssituation zu helfen. Ich muss wissen, dass bis 2019 die Lützeburger Sozialhilfe auf einem Arrêté Grand Ducal von 1846 respektive auf einem Gesetz von 1897 basiert wird. Ich erlaube auf dieser Platz eine kleine Historik, wobei ich nicht auf die ganz wichtigsten Punkte, Eckdaten werde angehen. An der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert sind auf kommunaler Ebene die sogenannten Wohlfahrtsbüros entstanden. Die Aufgabe von denen war relativ klar definiert, dass darum ging, für arbeitslose Leute zu unterstützen, respektive hin auf der Sicht noch Arbeit für sie zu begleiten. Diese Begleitung war aber vor allem moralischer Natur. Am 20. Jahrhundert sind dort die ersten staatlichen Sicherheitssysteme aufgebaut worden. Wir denken hier natürlich und Sicherheit, Dorfsicherung am Fall von einer Krankheit, von einem Accident, von einer Invalidität. 1960, also nach nicht so lange hier, als dann der Fonds National de Solidarität gegründet ging, den sich hauptsächlich mit den Altersarmut angesetzt wird, wie die zu bekämpfen.
Taschen, die sind 1986 vom Fonds National de Solidarité erweitert gehen, und zwar durch das RMGs-Gesetz. Und so also zu einem Recht kommt auf staatliche Unterstützung am Fall von einer finanzieller oder materieller Notlage. Ab 1986 hatte man also ein Recht auf staatliche Unterstützung, wobei aber auf kommunaler Ebene bis dahin nach immer kein Recht auf Sozialhilfe ging. Suite dem RMGs-Gesetz, wie gesagt, da sind wir bei 1986. Also aus den Wohlfahrtsbüros sind die Officen entstanden. Die Officien sind da kreiert worden. Und es hat bis 2009 gedauert, bis ein Projekt de loi verfasst ging, das schlussendlich zum neuen Gesetz über das Sozial gefördert wird. Ziel von diesem neuen Gesetz ist ganz klar. Die Schaffung von einem Guichet unique, einer zentralen Anlaufstelle, für die Leute abzufangen und zu betreuen, die trotz einem gut funktionierenden Sozialstaat durch Netz von einem Sozialsystem fallen. Wie ich früher schon gesagt habe, gibt es seit 2009 ein Recht auf Sozialhilfe. Das ist allerdings eine subsidiäre Hilfe. Und die Hilfe, die greift erreicht, wenn all die anderen Sozialleistungen, Maßnahmen, die Sozialaufsicherungen ausgeschöpft sind. Die Damen und Herren, sollen wir auf der Straße leben, solche von den Anwohnern wissen, ein Aussage aus dem letzten Politmonitor, und trotz Arbeit immer mehr Leute zu einem Moment von Probleme für denen bei ihnen zu kriegen. Die Inflation mischt Leute mehr arm. Das sind immer 4 Aussagen, die dann in den letzten Wochen am Ende in den Lützeburger Medien nachlesen, respektive die in der Lützeburger Presse gefunden. Jede Person, und ich betone, jede Person kann in eine Situation kommen, wo auf staatliche Hilfe angewiesen ist. Gründe hierfür können multifaktoriell sein, ganz unterschiedlicher Natur sein. Ich denke an Accident, Schädigung, Krankheit, Tod von einem Partner, von einem Lebenspartner. Für allem aber wird Pandemie, und da ist noch schon ein paar Mal gesagt gehen, als gewiesen, wie sehr kann unverschuldet an eine prekäre Situation geraten. Pandemie war nicht nur eine Gesundheitskrise. Die Pandemie war für allem aber auch eine Krise mit sozialen und psychologischen Folgen. Aber wenn ich wieder von der sozialen Aufsicherung geschwärzt habe, dann muss ich auch ganz kurz auf die 3 Piliere von der sozialen Aufsicherung eingehen. Der erste Pilier ist ein Arbeitsmarkt, das heißt, sind geregelt Arbeitsstunden, das ist die Familie, das ist der Sozialstaat, mit seinen Sozialversicherungen, seinen Sozialtransferen an der Sozialhilfe. An den meisten Fällen, die Damen und Herren, also die Sozialsicherung, die anspringt. Was machen wir aber, wenn keine Aufsicherung mehr da ist? Eine Notsituation, wo die finanziellen Mittel nicht mehr durchgehen, wo keine Versicherung, keine Bank, kein Adam und auch kein Familienmember mehr anspringt, für zu helfen. Das Hilfe, diese Unterstützung, die Damen und Herren, als die Aufgabe von der Sozialhilfe, respektive von einem Office Sozial. Sozialhilfe ermöglicht den Personen, Familien den Zugang zu Gitter, Dienstleistungen, die in der jeweiligen Situation gebucht sind. Ich habe es hier schon gesagt. Ziel dabei ist ganz klar, und ich will bestimmt einmal wiederholen, Unabhängigkeit garantieren, lebender Wirt ermöglichen, Sozialkohäsion stärken, Partizipation um gesellschaftliche Leben teilholen. Einfach nehmen dazu gehören. Die Sozialsicherheit ist ein effektives Mittel, ein wirksamer Mechanismus zum Aufbau von Armut, Ungleichheiten und gleichzeitig ein wichtiges Element bei der Gerechtigkeit. Wie ich schon anfangs gesagt habe, sind die 30 Office, die mittlerweile hier im Land gehen, ein wichtiges Komponent und spielen eine wichtige Rolle am Kampf gegen Armut und Ungleichheiten. Auch 23 Jahre nach dem Gesetz über das Sozial, wie gesagt, wir gehen zurück auf 2009, mit einem Recht auf Sozialhilfe, muss ich leider feststellen, dass bei vielen Leuten im Office haut nach immer das Image von einem Armenbüro hat. Für viele Leute ist der Weg an das Office Sozial den allerletzten Ausweg. Es fällt keinem einfach, und es gehört Courage dazu, diesen letzten Schritt zu machen. Leider ist nach allzu oft der Schritt, der letzte Schritt, der mit einer gewissen Stigmatisierung verbunden ist. Die Hilfe, schon nicht wieder gesagt, die an einem Office Sozial angeboten wird, ist ganz breit gefächert.
Wir haben eine de Wolle von der E-Sozial, von der Renger Sozialhilfe, die von unseren Assistenten sozial gewährleistet wird. Wir haben auch die Wolle von der Inklusion sozial und professionell, den Domain von unseren Arissen, die im Gesetz von 2018 ein Teil vom Office Sozial sind, an die sich für allem darum kümmert, für berufliche Sozialagliederung von Langzeitarbeitslosen, die die Revis kriegen, zu bekümmern. Menschenschwerter, ganz einfach Menschenschwerter, nolauschteen, beroden, orientieren, kurzfristig und auch langfristig begleiten, Matrot an dort zur Verfügung stehen, Geheier kreieren. Das sind die wichtigsten Aufgaben, die ein Assistent sozial an einem Alltag, also im Arbeitsalltag hat. Dort gibt es natürlich eine ganze Reihe von Administrativen. Ich denke hier ganz einfach an die Revis, die Allokation de Vie chère, Prime d'Encadrement, finanzielle Unterstützungen, Frais alimentaire, ein Bon für die Epicerie sozial zu gehen, für die Kaktus zu gehen oder die Cura, für die Fremedikoen können zu begleichen, der TPS, Bon für die Abdikt. Aber auch die finanziellen Aiden, die vom Conseil d'Administration müssen akkordiert gehen, wie die Loyer, wie die Lettre de Cautionnement, Faktoren medikalen, Charges lokativen, ich denke mal und Wasser, die Heizung, die Elektrizität, wie nehmen das ganz kurz zu nennen. Ganz bewusst, die Damen und Herren, gehen es nicht detailliert auf Chiffren vom Schöfflinger Office an. Ich will einfach ein paar generelle Remarken machen. Den typischen Beneficiär, der standardisierten Klient geht es nicht am Office. So unterschiedlich das Profil von den Klienten ist, so vielfältig sie sind Demanden. So unterschiedlich Demanden sind, so unterschiedlich sind auch die Lesungen. Es gibt nicht die universelle Lesung für den Beneficiär. Wobei, und das soll ich festhalten, die individuelle Lesung ganz oft der Schlüssel zur Integration ist. Aktuell, und da berufe ich mich auf die Zahlen von 2021, kann ich sagen, dass die Monten heute Schöffling am Office Sozial stabil bleiben. Allerdings, und das mal leid für die Gemeng, die finanziellen Aiden werden nach Lut gehen, das spiegelt sich rum. Aber wie gesagt, insgesamt kann ich sagen, dass die Monten stabil bleiben. Pandemie, die Ukraine-Krise, die Inflation, die Energiepreise, preissteigerung am Allgemeinen, die Logement, werden in den nächsten Wochen am Ende mit Sicherheit nach ihren Reperkussionen auf das tun, was ich schon just gesagt habe. Ich will doch kein Geheimnis daraus machen, dass der Schöfflinger Office 20 Jahre, und ich betone 20 Jahre, zu den am meisten sollicitierten Officen aus dem Land gehört. Pauschal kann ich sagen, dass rund 10% von den Schöfflinger Bürger am Office zusammen schaffen. Die Philosophie ist aber ganz klar. Der Beneficiär steht ganz klar am Vordergrund, am Mittelpunkt. Wir setzen alles dran, für ihm zu helfen, für Unabhängigkeit von unseren Klienten zu garantieren, für die Würde von der betroffenen Person zu erhalten. Und ich will auf dieser Platz einfach davon profitieren, für die ganze Equipe aus dem Office Sozial und auch dem Conseil d'Administration merci zu sagen. Weil ich das nehmen zusammen, wie wir die Philosophie da können drohen, und zusammen stimmen wir 100.000 Beneficiäre. Ich will in dem Kontext auch auf Prime d'Encadrement, das freiert Grundgeld von der Gemeinde erwähnen. Eine Prime, die unter Allokation wie chère von der Fonds National de Solidarité gekoppelt ist, an die viele Schöfflinger Leute zumindest einmal am Jahr kurzfristig Sorge verringert, mit Klang mischt, an de klenk lachen opgesiet zaubert. Am Numm von unseren Beneficiären will ich dummer der Gemeng eine große Merci ausschwatzen. Die Damen und die Herren, die Sicherung von den materiellen und sozialen Grundbedürfnissen ist bleibt ein wichtiger gesellschaftlicher Integrationsfaktor. Soziale Chancengleichheit, die schulische Ausbildung, den Access zum Arbeitsmarkt, die soziale Aufsicherung, adaptiert Wohnverhältnisse sind wichtige Faktoren für die Integration zu beleben und für soziale Spannungen aufzubauen. Wichtige Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben, den sozialen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit. Abschließend will ich davon profitieren, für unseren Chef und Gemeinderat merci zu sagen für Ihre Unterstützung, für die Open Approche vis-à-vis von einem Office Sozial.
Wir sind ein Multikulti-Gemeng. Als Gemeng wird sich weiterentwickeln, als Surgen werden für die Verantwortlichen nicht mehr klein gehen. Dafür ist es wichtig, dass gestern, heute und auch in Zukunft der Wohlstand von den Schöfflinger Bürger oder an den Wohlstand von den Schöfflinger Bürger investiert wird. Der soziale Frieden, der Zusammenhalt an unserer Gemeinde, an unserem Dorf, muss garantiert bleiben. Natürlich gibt es immer Schrauben, und denen ich drehen kann. Natürlich muss ich nicht immer mit allen Entscheidungen d'accord sein. Und natürlich gibt es Sachen, die ich verbessern kann. Aber leider gibt es auch ab und zu keine adäquaten Lösungen. Aber ich meine, dass ich absolut behaupten kann, dass heute Schöffling ohne Wenn und Aber kein am Rhein stur gelost wird. Menschlichkeit an unserer Gemeinde wird groß geschrieben. In dem Sinn, ein großes Merci und alle Akteuren, die Tag für Tag probieren, hier das Beste zu gehen, für zu Schöffling jederengem ein Leben auf Würde zu ermöglichen. Vielmals merci für die Nullstellung. Dir will ich vorstellen, das ist der Jean. Der Jean war da 70 Jahre und ist heute zu Schöffling auf die Welt gekommen. Und sich kennt Jean jederin und jeder kennt Jean. Der Jean hat im Tisch geschafft, 40 Jahre lang war er Kontroller. Und es sind überzeugt, der hat den Heinz so vielleicht am Bus beginnt. Aus seiner Freizeit ist der Jean ein leidenschaftlicher Pétanque-Spieler. Und er war auch bis 6 Jahre Käse am Club. Nur 6 Enkelkinder. Er gesagt, die wenigstens einmal die Woche. Mit 3 von ihnen kann ich den Jean oft auf den Spielplätzen gesehen oder er begleitet sie an ihrem Sporttraining. Das sind Jeanette und Denise. Sie sind seit der Spielschule beste Freundinnen. Sie waren zusammen an der aller Schule. Allen 2 waren Firmen, und sie seit 5 Jahren an der Pension. Sie verreisen immens gern. Und gesehen sich 2-mal die Woche für Nordic Walking zu machen, auf dem Schöfflinger Berg. Auch sonst sind die 2 oft am Dorf zu gesehen, und sie lassen es wirklich nicht holen, für ein Allfester Deal zu holen. Das ist Maria. Maria wohnt seit 20 Jahren zu Schöffling, wo er doch geschafft hat. Hat dort seit 2 Jahren Pension. Auch wenn er keine Lützebäuer Originen hat. So viel hat sich heim, wie das auch seine Kinder und Enkelkinder wohnen. Hat er engagiert an 2 Vereine, die ihm wirklich Herz leihen. Ob Maria kann ihn immer erzählen. Und es springt dann, wo Not am Mann ist. Lo froh der ich bestimmt, was das 4 Personen die gemeinsam haben. Alle 4 haben sich engagiert, beim Pakt vom Zusammenzuleben mitzuschaffen. Boah, erwarten dann Senioren da überhaupt zu sicher? Langweilen sie sich? Es geht ja schließlich um die Zukunft von der Gemeinde. Und da brauche ich aber keine Person, die mitdiskutieren, die schon den größten Teil von ihrem Leben haben zu schon. Ne? Da kann ich just klar und deutlich antworten, nee. Auch Senioren, und da hat wir schon mitzuschwätzen, weil auch sie wohnen hier in dieser Gemeinde. Und es sind oft sie, die Schöffling am besten kennen. Sie kennen Vereinsleben, sie kennen die Leute von allem Alter und Nationalität, sie wissen, wie es früher war, aber den eventuell kann beibehalten, aber auch, weil die kennt ändern. Auch eine Person über 60 Jahre hat kreativ Ideen und Vorstellungen, wie Dorf und Zusammenleben soll ausgesehen. Gerade durch ihren Alter sind das Personen eine Bereicherung, weil sie besitzen oft Kompetenzen, die wir jung noch nicht tun. Sie haben auch schon Erfahrungen gemacht, die anderen Personen recht befürchten. Personen an dritter Halschen vom Leben streben noch eine Lebensqualität an. An die hängt zum größten Teil davon ab, wie viel Platz ein Gemeinde des Senioren an ihre Projekte anraumt.
Wann ihr für eine Reihe von Jahren, bon, leider als Teil noch immer so, über das Alter geschwärzt wird, war das immer so orientiert, dass es jetzt gegangen ist, was die Person überhaupt nicht mehr kann. Heute beschäftigt sich die Wissenschaft ganz klar damit, wie ein Potenzial den Alter hier geht. Das heißt, wie in Erfahrungen und Fähigkeiten von älteren Personen mit ablesen lassen kann. Das hat ganz klar damit zu tun, dass ältere Leute über sich selber bestimmen wollen. Sie sagen, was, wie und wie sie es machen wollen. Heute ist das betreffen Altersfragen viele Bereiche, wie zum Beispiel Sozialpolitik, Wohnungssituationen, Mobilität, Gesundheit. Wenn ihr von einer aktiven Seniorenpolitik schwätzt, dann heißt es nicht, just über die Sachen schwätzen, die Senioren betreffen, mit geht darum, zu summen, mit den Senioren etwas Politisches zu gestalten. Der Pakt vom Zusammenleben bietet hier genau die richtige Bühne. Hier kann ihn sich engagieren an alle gesellschaftlichen Bereiche, die für ein Gemeng wie Schöffling wichtig sind. Gesundheit, Kultur, Bildung, Umwelt, Politik oder der Benevolat. Der gemeinsame Dialog von allen Bürgern, den durch diesen Pakt entsteht, hat eine große Bedeutung für uns Gemeng. Weil genau diesen Dialog trägt dazu bei, dass Schöffling ein flott an zukunftsfähige Staat wird, wo Werte wie Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Verantwortung für jeder Einzel mit abgezogen gehen, als eine Wichtigkeit auch hat. Für die Fähigkeiten und Bedürfnisse von allen Mitbürgern Rechnung tragen zu können, ist es wichtig, so ein Mitteln zu unterstützen. Und hier kommt ihr noch ins Spiel. Erkennt ihr erst vielleicht selber am Jean, dem Ginette, Denise oder der Maria Rem? Kennt ihr so eine Person aus ihrem Umfeld, ihrer Familie oder ihrem Verein? Dann zeigt nicht. Encouragiert sie beim Pakt zum Zusammenleben mitzumachen, an sich anzubringen. Weil Stimmen von den Senioren von dieser Gemeinde zählen, mehr wie ihr mengt, respektiv wie sie oft selber mengen. Merci für die Nullausstrahlung.
First of all, thank you well for the high quality musical performance. Ich meine, ihr könnt alle genau applaudieren. Gut. Ein Deel von unserem kommen nur bei Merci ins Reck. First of all will ich alle mal den drei Redner ganz großen Merci aussprechen. In allererster Platz der Madame Flöner, dem Joel. Ja, schon mich richtig wohl gefühlt mit all den Werte, die gesagt haben, wie dass ich zu dem Club gehören, zur Drängerei von DEICH sogar richtig offiziell. Und ich fand die Werte nicht mehr richtig, die da gesagt sind. Also Senioren, die haben viel Erfahrung, die haben viel Lebensfüllen, die haben viel Fantasie. Und ich meine, Madame Flöner hat das richtig auf den Punkt gebracht, dass wir uns alle gut zusammen, jung und alt, Junker, Männer, Junker sollen zusammen tun, für die Gesellschaft Leben zu halten. Ich bin noch ganz froh, dass Piero Feierreisen einen Abblick gegeben hat an die Dach relativ kompliziert. Habe ich die am Office Soziale gelegt, habe ich die immer mehr Volumen gewöhnt, nicht weil immer mehr Leute vielleicht an Notsituationen geraten, dadurch, wie auch weil eine ganze Reihe von Prozeduren gehen, die ich muss kennen, die ich muss wissen, für das sich auch so kann am Interesse von dem Klient, wie den Piero so genannt hat, kann noch gemäht gehen. Große Merci auch für die Arbeit, die du an dem Haus gelegt wird. Merci auch als Kollege Deputiert und der Chef, dem Marc Spautz, den eigentlich auf seine hinbekannten Art und Weise gewiesen hat, wie wichtig es ist, dass ihn Werte wie Solidarität, Toleranz, Partnerschaft lebt, für das gemeinsam für die Welt erstreben, dass dadurch eine Realität gibt. Also, danke, ihr drei, eine große Merci, mit noch eine kleine Kado für euch, aber du kriegst mal einen dicken Applaus. Dann ist es so, dass wir immer profitieren vom Nationalfeiertag für kleine Ordnungen nationalen auszudeelen. In diesem Fall trifft das eine von nicht allerseits bekannten Maderbstrin aus der Gemeinde. Das ist keine andere wie Madame Kaiser Negele Niki genannt, was bei uns 1996 auf der Gemeinde aktiv ist. Das seinerzeit als Employé privé angestellt ging und hat relativ kurz danach schon Nomination provisoire, weil das Examen gepackt hat, vom Redakteur gekriegt an 1999, also dann definitiv als Redakteur auf der Gemeinde fest nominiert ging. Und das dann, wie gesagt, Lozenter gut über 20 Jahre. Er hat immens viel Dienste gelegt, besonders an dem Service, wo Lodern dran aus den für Runde ernst das Gehege mir los den Service die Travaneuse Infrastruktur früher war das den technischen Dienst Niki das wann ich der so nennen ein Allrounder auf dem er immer gerne zurückgreifen hat mischt sing Erbecht als engem Service mit einer ganz großer Kompetenz mit ganz viel Dévouement mit ganz viel Leidenschaft pass auf dass die Sachen richtig spunnen gelegt gehen was ja ausdriften dann würde doch die Charme an die lebt für sowohl den Bürgermeister Wiesingen Kollegen zu suchen, dass ihn das anders das muss gesehen und dass ihn das anders das auch muss lehnen. Ich denke, dass mein Viergänger der Roland Schreiner mal auf der ganzen Linie recht geht, dass ihm am Niki in zuverlässigen oder eng zuverlässig Mann hat, die braucht als Gemeinde, weil ein Gemeng funktioniert nicht einfach so. Du siehst viele Leute, die Responsabilitäten drauf, wann in der Hut, die die Pilier von dem Ganzen ausmachen, an Madame Kaiser Niki hat vorher so ein, dafür einfach eine ganz große Merci für die viel Arbeit, die sie gemacht hat. Du kriegst eine Medaille, das Medaille vom Chevalier de l'Ordre de Mérite. Das ist eine Distinktion, die eine Honoration ist für die Arbeit, die sie gemacht hat. Wir wissen aber alle Guren, dass da eng Medaille ist eine Medaille. Die kriegt weil in so viele Jahre mit dabei war. Mir handelt die Medaille, die Damen und Herren, an Niki so nicht einfach, du stichst einfach nach viel mehr, wie Lunde mir just eng Medaille entgehen zu wollen. Muss ihn einfach wissen, du hast sie lang, ob einer Gemeinde, wenn ihn so belebt, also und so, für singen Madarbeiter, für singen direkten Chef, Bürgermeisterin, Chefin, Conseillen, geschätzt wird für die Arbeit, dann hat ihn das gemäht mit Leidenschaft, und mit viel
mat viel Know-how an noch mal hein zuflecht täuscht an Tasch geholl, wann die net keine Rose sinn, wie wir brauchen so Leid, die net einfach nimmen hier erbecht machen, mir bisse méi wie hier erbecht an ich mengen den Roland gibt man recht von so du den erbecht gemäht ohne groß ophiwes rundem Ding Person, aber dat dufir mat viel Kompetenz mat viel Schaum auch an dufir höchste ganz großen Applaus verdient auf ihren allem Medaille vom Chevalier de l'Ordre de Mérite. Ich gebe dich gerne rückgeben, für den dann entgegen zu holen. Merci für den Mérite, die du gemäht hast, für den Arbeit, die du von einem geschafft hast. Das ist mega verdient. Wir müssen eine Signatur machen. Aber wie bei allen Meriten, die ihr kriegt, bei allen Medaillen, kriegt man sie noch schreiben, da sind sie auch effektiv immer kriegt. Also Niki, das war der verdienten Applaus für lange Jahre, die es auf der Gemeinde geschafft hat. Profitieren dann nicht auch davon, für stellvertretend, für das, was den Abend gemäht haben, also auch denen Leute merci zu sagen, die an der Organisation von dem ganzen Hand drunter sind. Und ich will für alle, die ich noch nicht nennen, als ein Gemengesekretär Fabian Diederich erwähnen. Fabian Diederich als heute Abend nicht für die bei ist, mit das aber sein letzten Nationalfeiertag, den es an der Form, an der Kompetenz, an dem Mandat, den hat ausübt, wird heute bei uns sind. Auch Fabian als ein von den wichtigsten Piliers gewesen, ob der Gemenge geht, ugefrot, und wir haben das auch genehmigt, ugefrot für Retreat können zu gehen. Ich wollte dir aber stellvertretend für all die haut responsabel sind, ganz große Merci ausdrücken. Und ich wollte auch dafür einen Applaus zukommen lassen. Und wenn noch Leute zu erwähnen wären, da wären mit Sicherheit Leute rundherum als ein Service de la Communication et des Citoyens, die ganz viel gemäht haben, aber auch die Equipe aus dem Atelier. Ich so, dass du wennst da, weil es geht ganz oft als eine Selbstverständlichkeit angesehen, dass Sachen an unserer Gemeinde laufen, dass sie Führer gehen, dass wir sind viele Einzelmanager und Einzelmedischer, die da bestimmt für uns machen, dass wir hier können auf einem Podium stehen, dass wir können Rede teilen, dass wir uns können erfreuen und etwas, und das wollte ich den Abend da wohl so zum Ausdruck bringen. Voilà, Fabian, ich meine, nun kommen wir aber an die richtigen Akt für Merci zu suchen, an Blumen auszudelen, an Flaschen Wein auszudelen. Wir geben dann hier aufhängen mit unserem Ensemble, dem Chef vielleicht als allerersten, dem Philipp. So, nun muss ich gucken, ob ich nicht mehr empfangen. Das ist der Paul. Den Tom. Ja, bald richtig, also Buchstabe war richtig. Tom. Ja, okay. Okay. Wie hieß Carol. So, du hast mich ganz sicher mitgegeben, weil du verhaltest noch Schuss mit dem Carol. Ja. Du kennst den Paul oder dem Herr Weimeskirch, egal was für eine Nummer so. Ja, das ist egal. Das ist den Tom. Den Tom kriegt als Nächsten. Ja. Yes, Tom. Thank you for playing. An dem Chor hast du den? Das ist den Neil, okay. Neil. And also, really thank you for the best tuba player I know. In Chief Lounge, it's me and Andrew. You are better than me. Thank you very much. So, die Damen und Herren, da gibt man aber auch unseren Konferenzjägern dazu kommen lassen, was sie meritieren. Ja, Fabian, du überhältst Männer, ich, Madame. Gut. Das wäre, wir sind zum Schluss. Ich hätte noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich spüre nicht das. Ich will just sagen, dass wir wirklich an einer nicht einfachen Welt momentan leben, aber dass wir unseren Nationalfeiertag mal sollen genießen. Ich wünsche euch alle Guten
scheint fest, scheint Schöfflinger Fest, scheint national Feiertag, auf für allem viel schöne Momente mit denen Menschen, die ich wichtig sind, die ich Herz leihen, die ich etwas wert sind. Und wie der Macht gesagt hat, wie für unser Grand Duc, ein Grand Duchesse, wie für das großherzogliche Familie, wie für das Land, wie für Schöffling.